Alles super. Hey, so schön. Ich freue mich wirklich mega. Ich bin begeistert über die neue Predigtreihe, die wir heute starten. Einfach beten. Einfach beten. Und wir werden mindestens für 4 Wochen, 5, 6 mal schauen, wie es kommt, uns mit dem Thema Gebet auseinandersetzen. Gebet, einfach beten. Das letzte Jahr war alles andere als einfach. Gell? Es hat, glaube ich, noch nie ein Jahr gegeben, das so unsicher war. So mit vielen Unsicherheiten zu tun hat. Ich weiss nicht, wie oft du in diesem vergangenen Jahr deine Pläne hast müssen über den Haufen werfen. Vielleicht bei dir im Geschäft, vielleicht bei dir in der Familie. Wir haben gerade am 24. zusammen mit der Familie Weihnachten gefeiert und jemand, ich sage nicht wer, aus meiner Verwandtschaft hat das Virus mitgenommen und ich bin die letzten 9 Tage in Quarantäne gewesen, mit meiner Familie und heute ist der erste Tag, wo ich wieder rauskommen und wieder frei sein darf. Aber wir haben alle unsere Pläne über den Haufen werfen, wir haben müssen diesen Termin und das absagen. Vieles ist ungewiss. Und ich wünschte mir, ehrlich gesagt, ganz fest, dass ich heute zum Start des Jahr 2021 sagen könnte, hey, 2021 wird alles besser. Ich wünsche mir das, aber unterm Strich muss ich ehrlich sein und sagen, hey, die Ungewissheit und die Unsicherheit, die geht ins Jahr 2021 weiter. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, hey, wenn wir das Jahr schaffen, dann haben wir es geschafft und dann ist es irgendwie alles anders. Ich weiß nicht, ob du das Gefühl auch hast. Und dann bekomme ich ein SMS um 25, ich muss in Quarantäne und denke so, okay, in dem Fall geht das weiter im nächsten Jahr, das ganze Zeug, oder? Es ist einfach, wir sind da drin und es ist so, oder? Und darum möchte ich euch einen Bibelvers vorlesen. Weil der hat mich in der letzten Zeit, in den letzten Wochen immer mehr beschäftigt. Jesus sagt eigentlich im Johannes 15, 1-5. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir, er redet von uns als Rebe, die nicht Frucht bringt, nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, schneidet er zurück, damit sie noch mehr Frucht bringt. Wer hat gemerkt, dass das letzte Jahr ein Jahr ist vom Zurückschneiden? Hey, so viele Sachen gehen nicht mehr. So viele Sachen sind nicht mehr möglich. So viele Sachen können wir nicht mehr. Wir können uns nicht mehr treffen, wie wir wollen. Wir können nicht mehr gleich Fest feiern, wie wir wollen. Wir können nicht singen und so weiter. Viele Sachen können wir nicht mehr. Und in all dieser Ungewissheit und Unsicherheit sagt uns Jesus jetzt Folgendes. Und das ist der Punkt von dieser Serie. Er sagt uns, dir und mir, daheim, hier in der Halle, er sagt uns, bleibt in mir. Bleibt in mir und ich blieb in euch. Wie jede Rebe aus sich heraus keine Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so könnt auch ihr es nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Mir ist das eingefahren, der Satz von Jesus. Wir starten das Jahr mit einer Serie zum Thema Gebet, einfach beten. Warum? Weil wir zurück zu den Basics gehen. Das Jahr war ein Jahr, wo Sachen abgeschnitten worden sind, wo Sachen zurückgeschnitten worden sind. Und das ist mühsam und macht weh und ist doof, ich weiss, und es nervt. Aber zurückgeschnitten werden hat auch etwas Gutes, weil man geht zurück zum Wesentlichen. Man geht zurück zum Grundsätzlichen. Und das ist Beziehung zu Gott. Das in ihm bleiben. Beziehung zu Gott. Und das nennt die Bibel Gebet. Das ist Gebet. Und ich glaube, diese Serie wird für uns entscheidend als Kirche. Die Serie hat das Potenzial für dich persönlich, eine entscheidende Zeit zu werden. Weil wir legen das Fundament für das Jahr 2021. Dass wir wieder auf den richtigen Basics stehen und gegründet sind, nämlich in der Beziehung zu Gott. Und wir werden zusammen Gebet neu entdecken. Und ich möchte euch jetzt eine Frau aus unserer Kirche vorstellen. Und es ist Ilana. Und sie ist eine Frau, die mich inspiriert, wenn es um das Thema Beziehung zu Gott geht und Gebet geht. Gebt ihr doch einen herzlichen Applaus, Ilana. Danke vielmals.
Mega schön und eine mega Ehre, dürfen hier sein und euch über das Herzensanliegen beten, ein bisschen erzählen. Und genau, ich möchte gerade starten. Jesus ist eigentlich der, der uns das Ganze vorgelebt hat. Jesus ist der, der die Definition von Gebet als Standard gesetzt hat für uns. Und zwar gibt es ganz viele Stellen, ich habe jetzt einfach eine mitgebracht, im Lukas 16, genau. Lukas 5,16. Er aber zog sich immer wieder in einsame Gegenden zurück und betete. Also Jesus hat sich immer wieder zurückgezogen, ganz allein, Gemeinschaft mit dem Vater, mit Gott gesucht und einfach nächtelang in der Wüste oder auf dem Berg oder im Garten verbracht und mit dem Vater betet, mit dem Vater geschwätzt, vom Vater gehört, empfangen und aus dem heraus ist alles andere geflossen. Jesus hat vorgelebt, was es bedeutet, den verborgenen Umgang mit dem Vater zu pflegen und zu kultivieren. Und der verborgene Umgang, die Zeiten, wo wir ganz allein mit dem Vater haben, das sind die Zeiten, wo wir den Vater kennenlernen. Und ich sage dir, ich garantiere dir, kein Gottesdienst, keine Worship-Zeit, keine Predigt, auch nicht Gemeinschaft, die mega gut und mega göttlich ist, und ich bin für all das, wird dich so verändern, wie die Erkenntnis von der Liebe vom Vater. Nicht. Wenn du aber erkennst, wenn du Gott, den Vater, wenn du die Liebe kennenlernst, dann ist das, was dein Herz verändert. Dann ist das, was dein Herz Jesus ähnlich macht. Und für genau das sind wir berufen. Genau das ist das, was Jesus uns vorgelebt hat und wo er uns dazu einladet, das auch zu machen. Er sagt in Matthäus 6, in der bekannten Bergpredigt: Du aber, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein und schließe deine Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Also er ladet uns ein und sagt, hey, kommt in das verborgene Kämmerlein. Kommt in die Gemeinschaftszeiten mit dem Vater, wo niemand schaut, wo niemand dabei ist, nur du und Gott. Und dort wird dein Herz verändert und aus dem heraus wirst du Frucht bringen, aus dem heraus wirst du all das Gute können bewirken, was Jesus dann auch bewirkt hat. Und das ist mega kraftvoll und das ist, genau, mega, mega toll. Und das Zweite, was Jesus uns vorgelebt hat, ist, dass er nicht nur die verborgene Gemeinschaftszeiten mit dem Vater hatte, sondern ständig im beständigen Dialog mit Gott war. Er hat im Alltag, in jeder Situation, hat er sich abhängig gemacht. Er sagt von sich, ich kann nichts aus mir selber tun. Ich tue nur das, was ich den Vater sehe. Ich finde das so krass. Jesus, der Sohn von Gott, ist irgendwie so demütig gewesen, oder genug demütig gewesen, um einfach sich abhängig zu machen und zu sagen, Gott, ohne dich, also Vater, ohne dich kann ich nichts tun. Und ich will auch gar nichts tun. Ich will nur das machen, was ich dir gesehen mache. Ich will nur das sagen, was ich dir höre sagen. Er ist also voll in dieser Abhängigkeit vom Vater gelaufen und ladet auch uns, dich und mich dazu ein, in dieser Abhängigkeit von Gott, von ihm zu laufen. Und dann wird jede Alltagssituation richtig fruchtbringend, die in der Ewigkeit, also die Frucht, die in Ewigkeit bestehen bleibt. Also dann wird zum Beispiel Brille putzen, die ich jeden Tag machen muss, habe ich mal so Brille putzt und peng, der Heilige Geist redet und gibt mir ein Bild, dass so, wie ich jeden Tag Brille putze, er möchte meine Sicht, meine geistliche Sicht putzen und reinigen, dass ich Gott und Jesus klar in seiner Schönheit sehe. Und ich, mega cool, durch das Brille putzen habe ich so eine gute Offenbarung, danke vielmals. Und das ist das, wo jetzt eben Ewigkeitswert hat und wo ich wahrscheinlich im Himmel immer noch mit Jesus darüber rede. Also dort will ich kein Problem mehr haben. Aber der Punkt ist klar, einfach, er redet mit Alltagssachen zu uns oder durch Alltagssachen zu uns. Und ich glaube, es fängt einfach an mit dieser Herzenshaltung, mit dieser demütigen Herzenshaltung und sagt, willst du
Gott gehören zu allem und in allem. Und bist du offen für sein Reden und hungrig? Und dann steht einem nichts mehr im Weg. Ich finde es cool, sogar die Jünger. Wenn ihr euch vorstellt, die Jünger sind so lange mit Jesus zusammen gewesen, haben alles miterlebt. Sie haben erlebt, wie Jesus Wasser zu Wein verwandelt. Sie haben erlebt, wie plötzlich mehr Essen gibt. Sie haben erlebt, wie Kranke geheilt werden, Dämonen austrieben werden, wie sogar ein Toter aufersteht, wenn er seinen Namen ruft, kommt er plötzlich aus dem Grab und ist eigentlich schon 4 Tage dort in. Mega crazy. Und ich meine, die Jünger hätten Jesus alles fragen. Die hätten fragen, Jesus, lehr uns, wie man zum Beispiel mega gut, rhetorisch perfekt predigt, dass alle, die es hören, einfach geflasht sind. Oder lehr uns, wie man die Diskussionen mit den Pharisäern erfolgreich führen kann und sie immer einfach zum Schweigen bringen, dass sie nichts mehr sagen können. Lehr uns, wie man Tote erweckt und so weiter. Aber nein, was haben sie gemacht? Sie haben gesagt, Jesus, lehr uns beten. Wie sollen wir beten? Wie geht das? Das heisst, die Jünger haben begriffen, die Jünger haben gecheckt, dass irgendwie Jesus, wenn er zurückkommt von diesen Gebetszeiten, auch einfach anders speziell ist. Sie sind fasziniert gewesen. Und ich glaube, genau das ist genau das Faszinierendste und das Attraktivste, was du und ich haben können, ist unser verborgener Umgang, unser Gebetsleben, das wir mit Jesus pflegen und aus dem heraus alles fließt. Das heisst, wenn die Jünger gefragt haben, lehr uns beten, ich habe gefragt, Jesus, lehr uns, wie man Wasser zu Wein macht. Oder wie man Brot und Fisch vermehrt. Aber nein, sie haben gefragt, lehr uns beten, lehr uns beten. Das heisst, beten kann man lernen. Vielleicht bist du heute da und du sagst, ich bin kein Better. Das ist nichts für mich. Dann möchte ich dich ermutigen, beten kann man lernen. Und wir werden in den kommenden Wochen das machen. Wir werden verschiedene Formen anschauen, wie Gebet kann aussehen kann. Es gibt nämlich ganz verschiedene, wir schauen verschiedene Traditionen an, wir schauen verschiedene Facetten an vom Gebet. Aber das ist nicht das, was wir heute am Morgen machen, sondern wir möchten heute Morgen eine Grundlage legen. Ein Fundament legen, das wir denken, ist entscheidend, damit das Gebetsleben richtig funktioniert. Und dass es auf dem richtigen Boden wächst. Und das ist folgende Grundlage. Schau, Gebet ist keine Pflichtübung, sondern eine Freundschaft mit Gott. Gebet ist nicht Pflicht für uns Christen, sondern Gebet ist eine Freundschaft, die wir mit Gott haben dürfen. Und das ist ein riesiger Unterschied. Und ich denke, es ist absolut entscheidend, dass das Klick macht in uns. Weil sonst wird es komisch, sonst wird es anstrengend und sonst wird es mühsam. Wer kennt das, dass Gebet anstrengend sein kann? Ja, schau mal. Ich kenne das, Gebet kann anstrengend sein, Gebet kann auch mühsam sein. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich bete und die Augen zumache, passiert es mir schnell, dass ich an alles andere denke, als an das, was ich eigentlich machen wollte. Gebet kann ermüdend sein. Wer ist schon mal halb eingeschlafen beim Beten? Schau mal das an. Schau mal. Ihr seid jetzt wenigstens wach, aber Gebet kann schwierig sein, aber Gebet kann einfach sein. Gebet ist einfach. Ich weiß nicht, ob du das schon mal so erlebt hast, dass du beten wolltest und du hast nicht die richtigen Worte nicht gefunden. Du weißt gar nicht genau, was du sollst sagen, wie du so etwas sollst formulieren. Und ich finde, das Schwierigste am Ganzen ist, mit anderen Leuten zusammen beten. So einen Gebetskreis machen. Oder? Und dann betet jeder in der Reihe entlang und jeder sagt das und einer sagt es besser als der andere und dann kommst du dran. Und du weißt genau, jetzt bist du an der Reihe und du denkst, ja, die anderen haben ja alles schon gesagt, soll ich jetzt einfach nochmal alles wiederholen? Gott hat es ja gehört, oder? Und Gebet ist etwas komisch. Ich weiss, es gibt Leute, denen hört man zu beim Beten und die reden plötzlich mit so einem kananäischen Slang, so,
wie als wären sie nicht mehr anders, oder? Jeshua HaMashiach. Jesus lässt dein Öl überfließen wie im Bart vom Aaron. Und das, hey, was laberst du, oder? Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich bin letztens mit ein paar Pastoren in einem Restaurant gesehen. Und wir haben dann noch zusammen gebetet. Wir haben einen mega guten Austausch gehabt, zusammen gebetet, auch so im Kreis. Und ich bete ja gerne und so. Und dann ist der eine dran gekommen und der hat angefangen zu beten. Und dann hat er angefangen zu beten. Und dann ist er immer lauter geworden. Der hat sich dann so reingesteigert. Kennst du das? Ich weiß nicht. Und dann ist er immer lauter geworden. Und ich dachte, Alter, beruhig dich, wir sind in einem Restaurant, oder? Mir ist so peinlich geworden. Ich möchte am liebsten gehen und sagen, ich gehöre nicht zu denen, oder? Und bei all diesen Sachen vom Gebet, wenn sie schwierig sind und anstrengend und vielleicht mühsam oder nicht intuitiv, können wir zu zwei Alternativen kommen. Entweder wir sagen, Gebet ist nicht für mich und wir machen es einfach wenig oder nicht und nur, wenn es muss sein. Oder wir sagen, Gebet ist halt Pflicht und wir machen es halt, weil ich es muss als Christ. Und ich glaube, beide Wege sind nicht richtig. Ich glaube, Gebet ist nicht eine Pflicht, sondern ist eine Freundschaft mit Gott und hat ganz viele Wege. Ich möchte euch kurz vorlesen, was Jesus nachdem er gesagt hat, oder? Das ist, es ist zum Zurückschneiden und zum Fruchtbringen und bleiben im Meer. Und sie sagt er Folgendes im Johannes 15, Vers 15. Er redet zu seinen Jüngern und zu uns. Er sagt, ich nenne euch nicht mehr Knechte oder Sklaven. Denn ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch kundgetan habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Schau, ein Knecht, ein Sklave, der gehorcht einfach, weil er muss. Der macht Sachen aus Pflicht. Aber Jesus sagt explizit, wir sind nicht seine Knechte, seine Sklaven, sondern wir sind seine Freunde. Jesus nennt uns seine Freunde. Jesus nennt dich sein Freund. Und das ist ein riesiger Unterschied, wo ich glaube, unser Gebetsleben kann revolutionieren. Weil warum ist er unser Freund? Er sagt, weil er uns auch Sachen sagt. Er zeigt uns Sachen, die er vom Vater gehört. Das heisst, Gebet ist nicht nur ein Monolog, versteht ihr, wo wir Gott unsere Anliegen bringen, sondern es ist offensichtlich ein Dialog. Gebet ist wie die zwei goldigen Stühle. In einer Freundschaft redet nicht nur jemand. In einer Freundschaft labert nicht nur einer. In einer richtigen Freundschaft lässt man auch zu. Jesus will auf Augenhöhe mit uns sein und nennt uns seine Freunde. Und offensichtlich will Jesus nicht, dass wir aus Pflicht mit ihm verbunden sind. Offensichtlich will er nicht, dass wir aus Pflicht Gemeinschaft mit ihm haben, aus Pflicht beten zu ihm, sondern er möchte eine Freundschaft. Gebet ist kein Monolog, sondern ein Dialog. Er möchte Gemeinschaft mit uns. Genau. Monolog, also ich kenne das auch von mir. Ich glaube, das ist auch ehrlich gesagt der Hauptgrund, wieso viele Menschen eben Beten langweilig finden, weil sie bis jetzt gar noch nicht erlebt haben, dass es ein Dialog ist, sondern dass es der Monolog ist, wo man erzählt, immer sich selber hört, sich selber zulässt. Das wird irgendwann recht langweilig und dann, okay, ich gehe. Und dann zum Beispiel stille Zeit verbringen. Und dort 15 Minuten gibt man Jesus und dann tut man 14 Minuten schwätzen, was einem alles beschäftigt, was heute alles anstehen wird und dies, das, blablabla. Und dann, jetzt muss ich gehen, jetzt muss ich nämlich Worship-Songs üben, die ich am Sonntag dann spiele. Oder jetzt muss ich Predigt vorbereiten oder jetzt muss ich arbeiten oder kochen, ich habe Hunger, whatever. Und dann war es ein bisschen langweilig und unbefriedigend gewesen. Und ich habe ein recht gutes Bild, das auch in dieser Zeit von Corona passt. Darf ich das schnell einblenden? Genau. Also da sagt ein Jünger zu Jesus: Sag mir, mein Herr, warum hast du den Menschen Ohren gegeben, wenn sie doch nie zuhören? Und dann sagt Jesus: Mein Sohn, im Jahre 2020 werde ich eine Pandemie auf die Erde schicken. Und dann werden sie zuhören? Nein, aber dann brauchen sie
um die Masken zu befestigen. Also, zum schnell das klarstellen, ich glaube nicht, dass Gott die Pandemie geschickt hat, aber ich glaube auch nicht, dass Gott uns Ohren gegeben hat, um nur die Maske dran zu befestigen, sondern zum Zuhören. Und das ist der erste Punkt von dieser Freundschaft leben. Los einmal zu. Los einfach zu, was Jesus zu sagen hat. Ich habe letztens eine Frage gehabt, und dann bin ich so auf dem Sofa geguckt und gesagt, Jesus, ich brauche unbedingt eine Antwort. Wirklich, ich brauche eine Antwort, damit ich das innere Gefühlschaos jetzt irgendwie da überleben kann. Und in dem Moment, dann stelle ich die Frage, und in dem Moment kommt mir in den Sinn, oh, ich habe noch nichts gegessen heute, ich habe eigentlich mega Hunger. Stand auf, laufe in die Küche, und während dem Laufen höre ich, wie so der Heilige Geist mit einem Schmunzeln mir sagt, also, wie soll ich dir die Antwort geben, wenn du jetzt einfach davon laufst? Und ich, ups, stimmt. Okay, und dann bin ich wieder angehockt, bin aufs Sofa gehockt und ich so, gut, ich tue später essen. Und dann habe ich so gedacht, das ist mega crazy. Das machen wir ja mit Menschen auch nicht, also hoffentlich. Wir tun ja nicht einander Fragen stellen und dann setzt die Person an zum Antworten und wir einfach, okay, ciao und gehen. Das wäre ja mega unhöflich. Aber irgendwie mit Jesus machen wir das mega oft und das ist ein bisschen komisch und das dürfen wir ändern. Und einfach anfangen zuhören. Allgemein mit Jesus ist es so, wenn wir uns überlegen, wie können wir die Freundschaft, die der Mats vorher gesagt hat, mit Gott leben, dann können wir einfach überlegen, hey, wie leben wir denn sonst Freundschaft? Wie leben wir mit Menschen Freundschaft? Was macht eine Freundschaft aus? Wir tun uns Zeit nehmen füreinander, wir tun gemeinsam Sachen unternehmen. Wir sind ehrlich miteinander, mit einem Herzen. Wenn ich mit meiner Freundin Kaffee trinke, dann hat das keinen anderen Sinn und Zweck, als einfach nur mit ihr sein. Dann bin ich nicht an ihrer Leistung interessiert, dann bin ich nicht daran interessiert oder habe keine Hintergedanken oder Erwartungen, was sie mir jetzt alles da irgendwie geben oder irgendwas muss, sondern dann bin ich einfach an ihrem Herz interessiert. Dann will ich wissen, wie es ihrem Herz geht. Weil das ist der Kern, das ist das, was uns Menschen ausmacht. Und dann möchte ich nichts mehr, als einfach nur zuhören, wie es ihrem Herz geht und erzählen, wie es meinem geht. Und genau das Gleiche ist mit Jesus. Jesus hat keine Erwartungen an dich. Jesus ist nicht an deiner Leistung interessiert. Jesus ist nicht an deiner Pflichtübung interessiert. Vielleicht die religiösen, frommen Dinge, wo man das Gefühl hat, dass man sie machen muss, sondern Jesus will einfach nur hören, wie es deinem Herz geht und will dir erzählen, wie es seinem Herz geht. Und das ist Gebet. Und dann ist es richtig spannend. Und dann ist das, was ich vorher gesagt habe, lernt man ihn besser kennen. Dann lernt man plötzlich Gott kennen, wie er wirklich ist. Dann merkt man, dass so viele Bilder, die irgendwie uns die Welt oder irgendwas gegeben hat, gerade abbröckeln, weil man merkt, hey, Gott ist ja ganz anders. Und ich glaube, es braucht 2 Sachen für das Zuhören. Das Erste ist die Entscheidung in deinem Herz. Das Glauben, dass Gott redet, dass Gott will reden und dass Gott zu dir redet und dass du, wenn du an Jesus glaubst, ein Schöfli bist, was seine Stimme hört. Das ist das Erste. Und das Zweite ist die Offenheit von dieser Abhängigkeit, die Demut, sich abhängig zu machen. Weil du bist, wenn du die Beziehung mit Jesus lebst, dann bist du angewiesen, dann bist du abhängig davon, dass er redet. Das ist wie so, das geht ein bisschen gegen unser selbstständige, unabhängige Erziehungsmaxim hier von der westlichen Welt, sondern müssen wir lernen, wieder uns abhängig machen vom Geist Gottes. Und ich glaube, der Heilige Geist ist wie der Dolmetscher. Ich stelle mir das einmal so vor, der Heilige Geist hört und versteht, was im Himmel ist, was Jesus erzählt und auch übersetzt es uns in unseren Spruch, dass wir es checken. Und wenn du offen bist für den
für den Geist von der Weisheit und Offenbarung, der dir alles offenbart und dich in alles führt, in alle Wahrheit und dich lehrt. Und wenn du in deinem Herz die Entscheidung fällst, ich glaube, Gott redet, Gott will reden, Gott redet auch zu mir und ich habe alles dazu, um seine Stimme zu hören, weil ich bin sein Schöfli. Dann kommt es gut. Und dann kannst du dir einfach mal Zeit nehmen, dir einen Termin in den Kalender setzen und zuhören. Und erleben, wie du Gott hören wirst. Und Gott hören ist ein riesen Abenteuer. Auch, dass das mal gesagt ist, wir haben jetzt nicht Zeit, um auf das einzugehen. Aber auch das ist etwas wie Beten, wo man lernen kann, wo man wachsen drin, wo ein mega faszinierendes Abenteuer ist, weil Gott redet so unterschiedlich durch T-Shirt-Beschriftungen, durch Brille putzen, durch alles Mögliche. Und es ist einfach nur cool und du brauchst nur die Offenheit, um zu sagen, okay Gott, ich will das Abenteuer eingehen. Und das Zweite in einer Freundschaft, die ich vorher schon gesagt habe, ist Ehrlichkeit. Bist du ehrlich mit Gott? Ich glaube, allgemein in Beziehungen, Ehrlichkeit schafft Nähe. Ehrlichkeit schafft Vertrautheit. Und ein Haupthindernis zum ehrlich sein oder dann eben nicht ehrlich sein, ist Scham. Wenn man sich schämt für das, was eigentlich im Herz abgeht. Wenn man sich schämt für die Gedanken, die man eigentlich hat und die denen nicht sagt oder ein bisschen schöner sagt. Und das schafft Distanz. Und ich möchte euch ermutigen, wirklich seid ehrlich mit Gott. Ich meine, er kennt ja euer Herz sowieso, er weiß was in uns abgeht. Aber es ist etwas anderes, wenn wir einfach denken, ja, er weiß was, aber irgendwie versuche ich trotzdem noch so einen guten, perfekten Christ zu sein oder so. Oder wenn wir wirklich ehrlich sind mit ihm und sagen, Gott, ich habe keine Lust, ich weiß nicht. Und ein mega eindrückliches Beispiel, das ich erlebt habe, das ich schnell teilen möchte, ist, ich hadere schon länger mit dem Thema Evangelisieren. Ich denke immer so, wow, wir müssen, also doch, ich muss doch eigentlich und es wäre doch mega gut und ich will ja eigentlich, aber ich schaffe es nicht und dann getraue ich mich wieder nicht und dann habe ich einen riesigen Konflikt in mir. Und dann habe ich mal gehört, wie Jesus so vor mir steht und sagt, Ilana, hast du ein Herz für die Verlorenen? Und dann habe ich gemerkt, ja, also jetzt abgesehen von dieser Antwort, ja klar, jeder gute Christ hat ein Herz für Verlorene. Ich meine, für das bist du, Jesus, gekommen. Klar, wenn ich ganz ehrlich war, habe ich gemerkt, nein, eigentlich nicht. Eigentlich ist mein Herz mega egoistisch und Hauptsache ich und meine Familie sind im Himmel, der Rest ist mir eigentlich egal. Und die Erkenntnis hat mich so schockiert und ich habe gedacht, oh mein Gott, wie egoistisch und schlimm und schwach ist mein Herz. Obwohl ich schon immer mit Jesus unterwegs bin, habe ich immer noch nicht gecheckt. Und dann sind all diese Gedanken gekommen. Und dann dann hat Jesus mich gefragt, ja, Ilana, willst denn du das Herz? Und ich habe gemerkt, ich bin so geliebt in dem Moment der Schwachheit. Ich bin so geliebt in dem Moment vom Ehrlichsein. Und ich kann ihm einfach sagen, nein, ich will das nicht. Und er liebt mich genau gleich. Oder ich kann sagen, ja, ich will, und er liebt mich genau gleich. Weil Gott ist 100% Liebe. Ich kann gar nicht weniger als 100% Liebe. Und das hat mich mega geflasht, in dieser Schwachheit, mich geliebt zu wissen und die Liebe von Gott zu erkennen. Und das ist das, was mich verändert hat und wo ich dann gesagt habe, ja, Gott, ich will. Schenk mir das Herz für die Verlorenen. Und seitdem ist so viel Frieden und so viel Ruhe in das Thema Evangelisieren so reingekommen. Seitdem erzähle ich jeden Tag 10 Menschen von Jesus erzählen und alle bekehren sich. Nein, das stimmt nicht. Schön wär's, das kommt noch. Aber es ist einfach ein mega Frieden und Freiheit reingekommen, in dem geliebt zu sein und in dem zu wissen, in meiner Schwachheit, in dem schamlosen Ehrlichsein, bin ich geliebt. Und der letzte Punkt ist, was mein Gebetsleben revolutioniert hat. Und das ist etwas, wo ein ganz neues Thema aufmacht und wo wir vielleicht eine ganze Predigtserie daraus machen können. Aber ich habe gecheckt, neben dem, dass Jesus unser Freund ist, neben dem, dass Gott unser Vater ist oder unser König und all das, ist Jesus auch unser Bräutigam. In der Bibel gibt es Stellen, wo beschrieben werden, dass Jesus, der Bräutigam, Wohnungen zubereitet für uns Gläubige als seine Brut und dass es das Hochzeitsfest geben wird, wo der Bräutigam Jesus, seine Brut, wo makellos und schön ist,
heiraten wird. Und so ein Merkmal oder ein Zeichen von einem Bräutigam ist, er sehnt sich nach seiner Brut, er ist leidenschaftlich verliebt. Es ist nicht einfach, ja, ich liebe, weil ich lieben muss, sondern ich habe eine Sehnsucht nach meiner Brut. Ich will unbedingt am liebsten schon gestern geheiratet sein, als erst morgen. Und wenn ich das gecheckt habe, dass Gott sich tatsächlich nach mir sehnt, das ist mega crazy, du musst dir das mal vorstellen. Der allmächtige Gott sehnt sich, wie ein Bräutigam sich nach der Brut sehnt Gott sich nach dir. Und er hält deine Gegenwart nicht einfach nur aus, deine Unheiligkeit oder so, weil er muss und irgendwie Gott ist, sondern er will das. Er will dich, er will deine Gegenwart, er will nichts mehr als dich ganz nahe bei sich haben. Gottes Sehnsucht bist du. Gott will nichts mehr als dich ganz nahe bei sich haben. Und das ist mein Wunsch, dass jeder von uns das ganz tief im Herz checkt. Dass wir nicht beten, weil wir müssen, sondern dass wir beten, weil wir gecheckt haben, wow, dann kann ich eine Sehnsucht von Gott stillen. Indem dass ich einfach da bin und mit ihm bin und los und rede. Du bist Gottes Sehnsucht. Umstände in unserem Leben, wo wir Mangel haben oder Not haben oder wo wir Antworten brauchen, anstrengende Sachen, mühsame Sachen, wie zum Beispiel jetzt das Jahr oder vielleicht das Jahr, das noch vor uns steht, haben etwas Gutes. Und zwar, sie führen uns zu Gott mit Anliegen, mit Gebetsanliegen. Oder wir sind vielleicht krank oder wir brauchen Versorgung, wir brauchen eine Antwort, wir brauchen, dass eine Tür aufgeht, dass eine Tür zugeht. Umstände treiben uns manchmal zum Gebet. Oder? Ich kann mich noch gut erinnern, als ich in Australien war und ich war dort an einer Bibelschule war. Und ich wollte von Gott wissen, soll ich noch ein Jahr bleiben oder soll ich heimgehen? Und ich wollte es von Gott wissen. Ich wollte von Gott eine Antwort haben. Und ich habe gebetet, weil ich gewusst habe, Gott, du sollst schwätzen. Und ich habe gebetet und ich habe gefastet. Und ich habe gebetet und gefastet. Das war eine crazy Woche. Ich habe zu Gott geschrauen. Ich habe gesagt, Gott, du musst mir eine Antwort geben. Und Gott hat einfach nichts gesagt. Gott ist einfach stumm gewesen. Ich habe nichts gehört. Ich habe nichts gehört von Gott. Und in meiner Verzweiflung, dass Gott nicht schwätzt, habe ich meine Bibel aufgeschlagen und einfach so durchblättert. Also so. Und dann den Finger reingehabt. Machen das nicht, das ist theologisch inkorrekt. Das macht man nicht. Aber ich habe das damals gemacht, weil ich jeglichen Versuch unternommen und Gott hat einfach nicht geredet. Und dann mein Finger, jetzt kein Witz, ist im Johannesbrief gelandet, das, was ich vorher gelesen habe. Und im Kapitel 13. Und dort wird beschrieben, wie Jesus am letzten Obermahl sitzt mit seinen 12 Jüngern. Und alle hocken dort in der Runde. Und der Johannes liegt ganz nahe bei Jesus, so wie er das immer gemacht hat. Es wird immer vom Johannes beschrieben, er liegt an der Seite von Jesus, an der Brust von Jesus. Der Jünger, wo Jesus gerne hatte, oder? Und das heißt, es wird Sitzordnung beschrieben. Jesus sitzt da, dann der Johannes, der nahe an Jesus ist, und dann kommt der Petrus. Und dann sagt Jesus in der Runde, sagt er so am letzten Obermahl, einer von euch wird mich verraten. Und er hat natürlich vom Judas geredet, der sein Brot wird dort reindunken. Das steht so beschrieben in Johannes 13. Und dann passiert etwas Interessantes, weil der Petrus greift ins Wort, er, der nach dem Johannes dann hockt, und er sagt zu Johannes, hey, Johannes, frag Jesus, wer das ist, der ihn wird verraten. Er fragt nicht Jesus direkt, sondern er fragt Johannes, frag Jesus, wer wird ihn verraten. Und in dem Moment habe ich das Gefühl, Gott schwätzt zu mir, ganz deutlich. Nicht akustisch, aber es ist in mein Herz gerutscht und ich habe gewusst, das ist jetzt Gott. Nach einer Woche Gott suchen und eine Antwort von ihm suchen. Fragt er mich, Matthias, warum hast du gebetet? Warum hast du gefastet?
Warum hast du geschrauen nach mir? Willst du einfach eine Antwort haben auf deine Frage? Willst du einfach eine Gebetserhörung? Oder möchtest du näher bei mir sein? Möchtest du mich haben? Möchtest du in deinem Leben so einer sein wie der Petrus, der immer abhängig ist von anderen Menschen wie Johannes, die näher bei mir sind, wenn sie von mir hören wollen? Möchtest du so sein wie der Petrus, der nur zu mir kommt, weil du etwas brauchst, wenn du Not hast? Oder möchtest du ein Johannes sein, der einfach näher bei mir ist, weil er mich will? Und dann hat mir wieder die zwei Alternativen angelegt. Und dann ist mir so... Das war crazy, weil ich habe gemerkt, ich habe gebetet, weil ich eine Antwort haben wollte. Aber Gott ist so freundlich und sagt, hey, look, es gibt einen anderen Weg. Du kannst ja einfach mich haben. Und das ist mir so eingefahren und das ist schon vor Jahren, das ist schon fast 8 Jahre her. Und in dieser Zeit fährt man das wieder so neu ein, weil es werden Sachen zurückgeschnitten, Sachen gehen nicht mehr so wie früher und man wird wieder zurückgeworfen auf die Beziehung zu Gott. Und mich hat das überführt, weil ich gemerkt habe, ich gehe so oft zu Gott, weil ich etwas brauche von ihm. Ich will die Frucht, die aus der Beziehung rauskommt, zu ihm. Aber schau, Ilana hat es vorher gesagt, er sehnt sich nicht nach der Leistung von uns, er sehnt sich nicht nach der Frucht von uns, das, was wir machen, er sehnt sich nach uns. Er möchte uns. Und ich glaube, wenn wir das schnallen, merken wir auch, dass wir uns nach ihm sehen können und nicht nach dem, was er gibt, sondern das, was er ist. Und die Frage stellt er allen von uns, die Frage stellt er dir heute. Möchtest du einfach das, was ich dir gebe? Oder möchtest du mich? Und ich glaube, die Frage hat das Potenzial, um dein Gebetsleben und dein Jahr 2021 und das, was kommt, auf den Kopf zu stellen. Weil auch wenn vieles ungewiss ist und vieles vielleicht nicht mehr so wird sein, wie es mal war, und auch wenn Sachen weggehen, das bleibt. Beziehung zu Gott, das bleibt. Es kann kommen, was will. Wir können ihn haben und ihn kennen. Und wenn alles vorbei ist, werden wir das haben. Wenn alles vorbei ist und ich meine Augen zumache und ins Grab hineingehe von mir aus, was habe ich denn noch? Ich kann nichts mitnehmen. All das, was er mir gibt, habe ich nicht mehr. Aber was ich dann noch habe, ist ihn. Lass uns zusammen beten. Einfach beten. Und zwar du für dich. Wo du zur Ruhe kannst kommen für einen Moment. Vor deinem Gott, der sich nach dir sehnt. Auch du daheim auf dem Sofa. Sei einen Moment ruhig. Jesus, ich danke dir, dass wir deine Sehnsucht sind von Anfang an. Im Garten Eden hast du den Adam und die Eva gemacht. Aus Sehnsucht nach einem Gegenüber, wo deine Liebe kann empfangen und dich zurücklieben. Du bist mit ihnen in diesem Garten gelaufen und es ist nichts zwischen euch gestanden. Keine Anklage, keine Verdammnis, keine Scham. Die Herzen sind einander zugewendet gewesen. Und ihr habt die Gemeinschaft gehabt. Die echte, tiefe Gemeinschaft von Herz zu Herz. Und das ist das, was kaputt gegangen ist durch die Sünde. Und durch unser Wegdrüllen und von Gott weglaufen und alles ohne Gemeinschaft mit ihm versuchen zu schaffen. Und das ist das, was du, Jesus, am Kreuz wiederhergestellt hast. Das ist das, was du, Jesus, möglich gemacht hast. Durch dein Sterben und wieder Auferstehen. Dass wir die Gemeinschaft wie im Garten Eden mit Gott wieder haben können, jetzt im 2021. Und wenn du das jetzt hörst, vielleicht am Livestream
und so merkst, okay, ich habe irgendwie noch gar nie, weiß auch nicht, Beziehung oder so mit Gott gelebt oder was auch, dann möchte ich dich einladen, zum einfach ganz simpel sagen, hey, irgendwie, das macht etwas mit meinem Herz. Ich will wieder zurück in den Garten. Ich will wieder zurück in die Gemeinschaft, die Jesus möglich gemacht hat. Dann kannst du sagen, Jesus, ich glaube, das, was du gesagt hast, und ich will wieder zurück in die Gemeinschaft. Und ich bitte dich, dass du mir meine Sünde und mein Weglaufen von Gott vergisst und mit mir einen neuen Start, einen neuen Start in die Beziehung machst. Und ich will glauben, ich entscheide mich zu glauben, dass du redest und dass du willst mit mir sein, Beziehung leben, Gemeinschaft haben. Und für alle von uns, die das schon kennen, aber vielleicht merken, hey, die tiefe Gemeinschaft oder dass ich die Sehnsucht von Gott bin, habe ich bis jetzt noch nicht so gecheckt. Denen nützt der Song, den wir jetzt singen werden, wo genau um das geht. Du darfst sitzen bleiben, darfst aufstehen, darfst rumlaufen, darfst hinterher zum Gebetsteam das auch mit jemandem zusammen festmachen und sagen, Gott, ich will wieder zurück in den Garten Eden. Das, was Jesus möglich gemacht hat am Kreuz. Wo ich einfach Herz zu Herz mit Gott kann sein und wo Beten nicht langweilig ist oder Pflicht, sondern richtig spannend und toll. Wo ich dich kennenlernen kann, dann mach das. Jesus geht um dein Herz. Jesus schaut in dein Herz und Jesus sieht deinen Entscheid im Herz. Amen.